Französisch ist ja echt nicht meine Lieblingssprache, aber ich glaube, es wäre trotzdem noch ganz praktisch, hier was verstehen zu können, wa? Ein paar Worte verstehe ich schon, aber meistens halt im Zusammenhang noch nicht so wirklich. Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity mit unserem Helden Arnaud, wobei Held ist ein bisschen übertrieben, aber egal. So, wie sieht's aus? Letzter Part und so, was haben wir alles gemacht? Wir sind ja, so sprich, wir haben die Mission beendet, würden jetzt natürlich zur nächsten Mission übergehen. Und haben letzten Part noch geguckt von wegen Truhen und so, da waren wir auch schon sehr erfolgreich, wie man sieht, war. Ein paar aufgemacht, ich glaube, die, als wir geöffnet haben, kommen gar nicht mehr zum Einsatz. Hallo? Ja, das ist doch Nummertruhe. Qu'est-ce que c'est? Mais oui. Ganz kurz noch markieren und ganz kurz zu der Truhe, wenn es irgendwie möglich ist. Und, wow, was vergessen hier, glaube nicht, wa? Ups, Entschuldigung. Falscher Knopf, ey. Die Charakteranpassung, das haben wir auch im letzten Part noch ein bisschen angeschaut, war wegen Fähigkeiten, so im Nahkampf als, Moment. Welcher war schon wieder? Die hier, war? Betreuten Ausführung im Kampf X drücken. Ja, von dem her ganz simpel war. War jetzt eingesetzt, auch hier im Fernkampf und so, wir haben bereits auch eine Waffe, ich muss noch gucken, die ging schon wieder. Ein Ziel L1 halten, R2 drücken zum Schießen. Klappen das bereits jetzt? Naja, Ziel markieren wohl eher, war. Ausgerüstet habe ich es eigentlich noch, wa? Nö, ist nicht so. Mal ganz kurz, kann nicht sein. Ja, also im letzten Part noch die Waffen ausgerüstet, hä? Und da kann ich immer nur eine Waffe irgendwie... Ne, wäre doof, wenn das so wäre. Marktverbesserung brauchen wir nicht. Ausrüsten. Jo. Okay, ist wohl erst jetzt dabei, aber dafür der nicht mehr. Doch, der auch noch. Interessant. Ja, jetzt haben wir den dabei. Na, endlich mal. Aber sie, irgendwie... Das geht immer noch... Oh, immer ganz kurz, da geht das nur um Kampf. Das sind die Items, ja, natürlich auch bewusst... Entschuldigung, war ein bisschen voreilig. Ach ja, nochmal ganz kurz schauen. Keine Sorge, es dauert nicht allzu lange, hoffe ich jetzt mal. Fernkampf, jo. Um das Kind zu wenden, zum Ziel einzuhalten, R2 drücken, um zu schießen. Das Tutorial. Also, Zielen. Ah! Hier wäre sie, wa? Sehr gut. Ja. Jetzt wird's gehen, wa? Ups. Aber interessant, da wolltest du ein bisschen anders machen, aber das so geklappt hat, Hilfe, weg hier. Aber wenn man so schon natürlich so ausrüsten und dann zum Beispiel irgendwo falsch hinzielst, da kann irgendwie wieder zurück. Ah ja. Alles klar, muss ich doch alles lernen, wa? Ist von dem her kein Problem. So, jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Also, das war die Kiste. Was treibt ihr da? So, Problem gelöst. Okay, die Truhe ist da drin. Ich erinnere mich wieder vom letzten Part her. Da habe ich ehrlich gesagt keinen großen Bock drauf. Das ist eine verschlossene Truhe. Kann auch in der Nähe. Oh, die kann lustig sein. Gut, das ist eine Nomadtruhe, wa? Was das sein soll. Das ist eine normale Truhe. Aber auch das kriegen wir irgendwie noch hin. Ich hatte die Waffe gezogen? Nee. Ich dachte gerade. Ist klar, Kumpel. Ey, Arno. Na. Die Steuerung mal wieder. So, dankeschön. Hä? Wieso? Hilfe!
Kamen plötzlich alle hinter uns her, das gibt's ja nicht. Oh, Moment, das ist eine Truhe. Wenn ich da schon mal auf der Flucht bin, Leute, kann ich das Ganze natürlich auch schon praktisch miteinander verknüpfen, wa? Da mal kurz gucken, wenn ich natürlich schon dabei bin. Da bin ich. Okay, mal kurz noch markieren. Ja, sage ich natürlich nichts. Doof, aber was willst du machen? 20 Meter, kein Problem. Die ist da unten. Ein Attentat vielleicht? Das wäre noch irgendwie cool, wa? Ah, nee, ist ein bisschen doof hier oben. Ich müsste von dort her. Hä? Schießen die auf mich oder wie? Egal. Moment. Eliminieren. Jetzt kann ich natürlich erstmal Waffe ziehen, wa? Also sprich erstmal so herum. Jo, Oliveira, da mal den nächsten angucken. So, Arno, wie sieht's aus? Nimmst du ihn dir gleich richtig zur Brust, oder? Also, wohin ging's noch? Wegen Eliminieren und so, wa? Ah, jetzt klappt's. Teilweise echt eine Millimeter-Entscheidung, Freunde. Ja, ist klar, ich kenne das Schloss knacken bereits. Ups. Ja, ist klar, komm schon. Was? Mann! Oh, das ist echt... Braucht... Ich habe noch 2 von 5, wa? Nee. Die ist kompliziert. Sorry, Leute. Ich weiß, ich könnte es vermutlich auch so hinkriegen, aber... Alter. Ich mache grausam viele Punkte. Dann warten wir eben noch... So, da, weiter Dietrich, wobei es kann wieder testen war. Alter, ist echt... Okay, einmal versuche ich es noch. Konzentration. Ah! Was war jetzt bitte los? Mann! Nee, sorry, wir sind unten nach oben war. Vorhin ging es auch, egal. Okay, machen wir später, ist ja kein Problem. Habe ich noch irgendwelche Stifte am Boden liegen, weil, ja, man hat sie gesehen, nur 5, das ist natürlich nicht gerade sehr viel, vor allem natürlich, wenn ich so ein bisschen fehle. Sind relativ schnell weg. Hallo, wo ist denn jetzt die Truhe? Hä, wie jetzt? Hat das hier oben oder wie? Nö, Arno, bitte da rein, wenn es geht. Merci. Die Truhe also unter mir? Naja. Servus. Hey, wo ist diese Scheißtruhe? Die muss doch irgendwo hier sein. Ja, also. Gut, Markierung ist gesetzt. Aber ich habe noch nicht wirklich eine Peilung, wo genau die jetzt sein soll. Gut, theoretisch ein Stockwerk weiter oben, aber es geht nicht mehr weiter hoch. Ach, hier schon. Au revoir. Das ist ein anderer. Oh, wo zum Henker soll jetzt die Truhe hier sein? Dort oben vielleicht, wa? Moment, das man natürlich über den ja, danke Arno, ich wollte dann gerade über den Baum gehen. Ach ja, die Steuerung. Wieder mal mein kleines Sorgenkind hier. Und jetzt juckt es mich gerade auch noch. Das ist natürlich immer praktisch. So.
Na bitte, geht. Können Sie in die hochklettern, Kumpel? Ich sag's ja, der Kleine ist schon praktisch, wenn er es nur irgendwie richtig machen würde immer. Ja, staubig, man sieht's. So, komm schon, rein da, rein da. So, geht doch. Und da haben wir sie endlich. So, hoffen wir, die geht ein bisschen einfacher. Das andere war ja echt ein Hardcore-Schloss, ey. Da muss ich echt geübt sein, damit das klappt. So, 4 von 30 sind wir jetzt hier gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht, wa? Okay, Leute, genug jetzt irgendwie herumgetrödelt. Wir gehen direkt hier hin. Ich schätze mal, ich habe keinen Teleportpunkt, wa? Habe ich hier in der Nähe einen? Fürcht leider nicht, wa? Den ganzen Weg zu Fuß marschieren. Och, nö. Moment mal, hier geht's ja hin. Von den Schanze gerade noch. So, hier hin. Schnellreise, jupp. Also ich finde die Steuerung an und für sich, von der Technik her, finde ich ja schon genial. Und vor allem auch gut gelöst, aber was ans vielleicht liegt es wirklich an meinem Controller oder so, aber ich habe teilweise echt das Gefühl, dass es viel zu unpräzise ist. Also natürlich in einer Situation ist es unpräzise, in der ist es wieder zu präzise. Es ist schon leicht verrückt, das Ganze. Naja. Mal schauen, wa? Wir sind in Part 11, ich gucke gerade auf meiner Liste, weil ich muss ja den nächsten Let's Plays so noch abgleichen. Okay, ne, kommt jetzt Part 16, gut. Muss ich jetzt noch nicht erwähnen, das Ganze. Abgesehen vom Ladescreen, der sowieso immer sehr interessant ist. So, wo ist jetzt unser Reisepunkt? Wieso jetzt schon? Also nach Paris will ich eigentlich nicht, will ich ja mit der Hauptstory weitermachen. Hä? Aha, jetzt... Oh. Das war mein Fehler. Ich dachte eigentlich, es wäre eine Schnellreise zu unserem Ziel hin, aber scheinbar habe ich jetzt einfach mal schnell nachgewechselt. Was ja so, also sprechen wir nicht Nord, sondern gleich die ganze Stadt, was so ja nicht vorgesehen war. Also geht's jetzt schnell mit dem Laden, wir hatten den Ort bereits. Nee, es dauert trotzdem lange. Nun gut, nun gut. Ja, was ich gerade erwähnen wollte, beziehungsweise bereits kurz erwähnt habe und noch nicht ausführlich erklärt habe, ist, dass es halt ab Part 15, doch stimmt so, wird halt Assassin's Creed Unity für die nächste Zeit, ich jetzt mal, ich glaube, das dürfte so bis Mitte Dezember dahin treffen. Das sind halt die Parts nur noch alle 2 Tage kommen, also sprich um 15 Uhr gemeinsam mit Tales of Xillia 2. Jupp. Weil dann dürfte das Ganze eigentlich bereits zu Ende sein, das Spiel. Also sprich Tales of Xillia 2 dürfte Mitte Dezember etwa vorbei sein. Danach geht es um 15 Uhr hier wie gewohnt weiter. Sag mal. Was drunter hier weitergehen oder wie? Rat der Assassinen. Ja gut, das ist natürlich unterirdisch, das ist uns ja schon bekannt. Die Frage ist, wie komme ich jetzt da am schnellsten hin, wa? Vielleicht hier die Kanalisation? Kann man schon fallen lassen. Kumpel. Sag ich ja. Es werden Köpfe rollen. Spieler 2 maximal. Jetzt Coup spielen. Ein anderes Mal bitte. Erstmal ab zum Rad.
Servus, Kumpel. Na, hast du was Schönes für uns? Alles auffüllen? Jep, wenn er bitten darf. Dankeschön. So, noch einen assassinen Punkt, also 500 Franc und 850, was auch immer das für Dinger sein sollen. Verstehen Sie überhaupt, wie die Punkte genau heißen? Hier habe ich gerade nichts drin, dann vielleicht der hier war. Fortschrittsanzeige, nee, da ist auch nichts. Charakteranpassung. Ah, hier, gut, sind das 7 Punkte, halt Sync-Punkte. Ja, Entschuldigung. Was ist also ist mit Credo-Punkten an? Okay, das eine sind Sync-Punkte, Credo-Punkte. Gut. Alles klar soweit. Dann wieder mal hoch und schauen, was die Leute jetzt Neues für uns haben. Vor allem natürlich an Informationen. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von de la Serres Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thune. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der 3. kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahrer Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thune. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Oui, Monsieur. Phantomklinge. Drücken Sie, um die Phantomklinge auszuwählen. Haben Sie diese ausgelöst, drücken Sie N1 für einen Reflexschuss. Und Zielen drücken Sie R2, um zu schießen. Okay. Haben Sie verbindeten an, neue Klinge als im Geschäft. Es ist aber im Prinzip die gleiche Waffe. Ich jetzt. Feuerwaffe, Berserkerklinge oder Phantomklinge? Hä? Geht das noch gar nicht, oder was? Ich wollte es gerade ausrüsten, aber irgendwie... Moment, man muss erst anpassen. Was kann natürlich raus sein? Waffen, einhändig, das wird so vermutlich nicht sein, wa? Pistole wird es auch eher nicht sein, das hier auch nicht. Lang mit so einfach aussteigen, eigentlich ist es schon ein Einhänder, wa? Nee, come on. Das ist das Gleiche. Boost eine Kubfähigkeit? Nee, natürlich auch nicht. Ja, war wahrscheinlich nur das. Dafür aber auch erst die Fähigkeiten dazu, damit das klappt. Der Stangenwaffen, Einhandwaffen, Knarrenstoß. Der schweren Waffen. Nee, das ist jetzt auch nicht. Ja, was sollen sie sich noch irgendwie hinkriegen? Oder es geht hier einfach noch nicht, natürlich auch sein. Nun gut, unser Punkt ist wo genau? Weiter unten gewesen, war. Hä? Wo ist der Punkt jetzt? Was, hier oben? Alter.
Das Königreich der Bettler, Sequenz 4, Erinnerung 1. Gibt es einen Agenten der Templer oder finde diesen Agenten? Aussichtspunkt, toll, aber irgendwo hier einen Schnellreisepunkt, der wäre noch irgendwie nützlich. Weil ich bin ja hier, nicht hier, sondern natürlich hier unten. Versailles, Schnellreise, nee, habe ich auch nichts. Ja, wir schauen uns mal diesen Schnellreisepunkt erst noch erschaffen, wa? Ja, scheint wohl echt so zu sein. Na, bravo. Gut, machen wir erstmal hier hin. Und erleben einmal mehr den wunderschönen Ladescreen. Obwohl es eigentlich eher nur ein Ladesymbol ist und kein Ladescreen, weil der Rest ist eher schwarz. Also ich muss sagen, wenn es noch irgendwelche Updates künftig gibt, dann bitte, liebe Entwickler, das noch bereinigen, weil das ist schon sehr mühsam, dass es so lange dauert vor allem. Klar, das Spiel ist groß und so, verstehe ich ja, dass es trotzdem so lange dauert. So, jetzt klappt es schon besser. So, jetzt für einen Schnellschuss, wa? Ja, praktisch ist sie, aber wenn es meiner Ansicht nach ein bisschen wenig Schuss hat, aber egal. Wie sieht es denn jetzt von hier aus? Ja, jetzt bin ich natürlich wieder falsch. Toll. Ich dachte, wir müssen eigentlich erstmal in den Zug einsteigen, damit das funktioniert, aber nee, scheinbar ja nicht. Also Zug natürlich Kutsche, meinte ich. Das war da vorhin noch so, dass wir erst in die Kutsche einsteigen mussten, also sprich exakt sagen mussten, ja, bitte nach Paris fahren, damit wir hier ankommen. Und jetzt geht's bitte so. Verrückt das Ganze. Gut, ich spiele gerade wieder. Ich würde sonst sagen, Leute, das war's mal für heute hier bei Assassin's Creed Unity. Ich weiß, abgesehen von verpatzten Schatztruhen öffnen und einer irgendwie endlos lange Suchen gehen, plus halt der Phantomklinge am Schluss, ist nicht gerade sehr viel passiert, aber naja, da gibt's halt, war vor allem Anfangsphasen noch, bis wir halt alles ein bisschen freigeschaltet haben, vor allem die ganzen Schnellreisen und so und uns vor allem halt an die Steuerung gewöhnt haben, die, wie ich fürchte, glaube ich, noch ein paar Parts dauern wird, bis damit wirklich komplett zu euch komme und keine Schwierigkeiten mehr damit habe. Naja, das wünschen wir es halt. Wie geht's aus? Muss man da echt hinlatschen? Finde ich jetzt ein bisschen doof, aber naja, wenn es halt sein muss. Also 3 Sterne, so wie es aussieht. So. Da ist ein Aussichtspunkt, da komme ich aber nicht hin, weil ich kann so eine Legende setzen und so, mehr geht da nicht. Dann wäre noch ein Gebäude, was natürlich auch schön ist und so. Ich hätte es aber trotzdem lieber, wenn ich mich irgendwo noch schnell hinporten könnte. Schnellreisemäßig. Ich fürchte, das klappt so, wie ich es mir vorstelle, nicht ganz, wa? Nun gut, Leute, wollen wir sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mal für heute hier bei Assassin's Creed Unity. Im nächsten Part geht es weiter und dann schaffen wir es hoffentlich, nicht nur die Truhe hier zu öffnen, sondern natürlich auch zum nächsten Punkt zu gelangen und einen neuen Schnellreisenpunkt freizuschalten. Wäre zumindest irgendwie noch ganz praktisch. Mal ganz kurz. Ja, interagieren bitte. Oh, nee, ich muss jetzt sagen. Nee, gar nicht. Wir müssen natürlich erst das WLAN aktivieren, aber gut. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed Unity. Ciao zusammen.